Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel gegen Mainz 05. Zeige ich euch meine Aufstellung. Bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, scrollt mal unter dieses Video, da findet ihr einen Abonnieren-Button, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank. Und damit gehen wir rein. Ja, eigentlich stellt sich ja der Bums von alleine auf, hätte ich jetzt fast gesagt. Manuel Neuer im Tor sollte klar sein. Harry Kane vorne ist ja alternativlos. Wobei ich doch schon ganz gerne an meiner Doppelspitze festhalten werde. Ich werde auch gleich ein bisschen erklären, warum. Ich muss nur mal eben den Teil raussuchen. Ich meine, wir haben den Vertrag verlängert, dann kann man ihn auch mal gerne in die Startelf holen. Ja. So. Also erstmal das Spiel gegen Lazio war ja völlig fein. Ja. Natürlich Lazio jetzt nicht übermäßig stark, aber ich denke, trotz alledem war unser Innenverteidiger-Pärchen sehr gut. Das sollte man auch beibehalten. Man sollte da jetzt nicht wieder anfangen, Minjay oder ein Upa da reinzubringen, weil man die besonders mag. Erzähle ich aber auch eher schon seit Wochen, und seit Monaten, dass ein De Ligt der unangefochtene Abwehrchef sein muss, weil einfach jemand da hinten drin sein muss, der kommuniziert. Von daher für mich das Innenverteidiger-Pärchen bis zum Ende der Saison. Eric Dyer hat verlängert oder der Vertrag wurde automatisch verlängert, wie auch immer. Bleibt uns also ein Jahr erhalten. Also lasst die beiden sich einspielen, schon mal für die kommende Saison. Und ja, man wird sehen, ob dann Minjay reinrückt oder vielleicht auch ein Opa in der kommenden Saison. Das wird man sehen, aber aktuell für die Minimalchancen vielleicht noch eine Runde weiterkommen in der Champions League, je nachdem, welchen Gegner wir zugelost bekommen, ist das für mich alternativlos, weil beide einfach so die Ruhe ausstrahlen und diese Gelassenheit und das passt. Deswegen sollte man das Pärchen sich weiter einspielen lassen. Da immer, glaube ich, Sascha noch nicht fit ist, war aber wieder im Einzeltraining dabei. Ja, ist die Alternative natürlich Kimmich. Im Hinblick für die WM, wer das gerne möchte, was mich persönlich nicht interessiert, macht es natürlich auch Sinn, weil Kimmich sehr wahrscheinlich da auch rechter Verteidiger spielen wird. Und ja, umso mehr Spiele er da natürlich bekommt, umso besser kommt er natürlich auch wieder in die Posi rein. Ne? Gut, links, Guerrero hat es für mich okay gemacht. Von daher alles gut. Mittelfeld stellt sich auch komplett von alleine auf. Ja, ich denke, da ist es keine Frage, dass da Pavlovic und Goretzka spielen. Warum Goretzka und nicht irgendwie Leimer, den ich sonst bevorzugen würde? Weil das Zusammenspiel mit De Ligt und Dyer gut klappt. Ja, dass er sich fallen lässt, dass die dann im Aufbau eine Dreierkette bilden und unsere Außenverteidiger weiter vorrücken. Das sieht sehr gut aus und von daher würde ich da auch bei bleiben und das vielleicht auch ein bisschen weiter einspielen. Zumindest, wenn man daran festhalten möchte. Ja, wenn man eine starre Viererkette spielen möchte, dann würde ich einen Goretzka austauschen gegen einen Leimer. Ja, aber ich denke auch von Mainz müssen wir nicht erwarten, dass sie uns versuchen werden, an die Wand zu spielen. Von daher würde ich erstmal mit dem Goretzka anfangen. Ja, dann könnte man sogar überlegen, einen Leimer wieder auf rechts zu ziehen, aber ja, weiß ich nicht. Ich würde so aufstellen. Da wir eine Doppelspitze spielen, haben wir natürlich vorne nur 2 Positionen, ja, weil wir ja hier mit Goretzka und Pavlovic mit 2 Sechsern spielen. Aber klar ist, hier so Kimmich wird in diesen Raum reingehen, ein Guerrero geht auch mit in die Halbposition rein. Es ist ja selten, dass wir irgendwie mal nach außen gehen, von daher sehe ich das gar nicht als so schlimm an, dass uns irgendwie dann in der Mitte so richtig jemand fehlt. Jetzt kann man natürlich sagen, yo, lass uns mal den Müller mit aufstellen, alter Hase und so weiter. Und genau aus diesem Grund würde ich ihn nicht aufstellen. Für mich gehört ein Musiala auf dem Feld. Den würde ich rechts auf die Halbposition bringen. Und bei mir wenn ich ihn denn finde, natürlich ein Brian
mal die Chance bekommen, ihn auf die Halbposition zu stellen. Die Halbpositionen sind natürlich dann variabel. Die Halbpositionen können natürlich nach außen gehen. Die Halbpositionen können aber auch auf die Zehnerposition gehen, wo ich einen Musiala sehe. In Saragossa wahrscheinlich eher nicht. Saragossa wird wahrscheinlich eher nach außen drängen oder diese Halbposition bespielen. Aber ist ja auch alles nicht das Problemchen. Ja. Musiala wird mal in die Mitte ziehen. Kimmich wird aufrücken. Wir stellen hinten auf Dreierkette mit dem Goretzka. Alles nicht das Problem. Du hast noch den Pavlovic auf der 6, beziehungsweise auf der 8, der auch einen guten Ball spielen kann. Der kann auch mal nach vorne rücken. Eine Position. Harry Kane wird sich sehr oft fallen lassen. Ja, wir sind gar nicht angewiesen auf Musiala als Zehner. Haben wir auch in der Champions League Spiel gesehen. Das ist der einzige Fakt, der mir nicht so gut gefallen hat, weil einfach dann die Strafraumbesetzung nicht da war. Ja. Es ist völlig okay, dass sich ein Harry Kane hier hinfallen lässt. Da muss halt ein Tell vorne reinrücken. Ja. Deswegen würde ich Harry Kane mit einer Doppelspitze spielen. Ja. Wie gesagt, wir sind eh nicht die wahnsinnig über Außen gehen, aber selbst wenn wir über Außen gehen würden, ja, ist das hier auch kein Problem, wenn Kimmich hier in den Raum stößt oder Musiala hier ist und Kimmich ihn hinterläuft. Wie gesagt, ein Goretzka lässt sich fallen. Wir haben eine Dreierkette stehen. Du hast einen Pavlovic noch, der die Seiten mit absichern kann. Sollte alles nicht das Problem sein und schon gar nicht gegen einen Gegner wie gegen Mainz. Ja, nichts gegen Mainz, aber die Tabelle sagt ja auch alles aus. Also von daher, warum kein Müller? Ich denke, Müller ist super erfahren genug, um auch klarzukommen, wenn er mal ein bisschen weniger Spielzeit hat, hat er die Saison ja gezeigt. Klar, für die Champions League, für wichtige Spiele, natürlich. Oder wenn es nicht läuft, einen Müller nochmal bringen für 30, 40 Minuten, gar keine Frage. Aber ansonsten, es geht in der Bundesliga um nichts mehr für uns, Leute. Ja, wir haben nach vorne 10 Punkte, der Zug ist meilenweit abgefahren. Wir haben auf Platz 5, 11 Punkte Vorsprung, der Zug ist auch abgefahren. Und das ist immer noch Mainz 05 und den Gegner sollte man auch schlagen können. Wenn man mal ein bisschen die jungen Wilden spielen lässt. Ja, auch kein Sané, der es ordentlich gemacht hat, aber offensiv halt auch einfach immer noch Scheiße am Fuß hat. Von daher, lass den Leroy doch mal ein bisschen raus und lass ihn doch mal ein bisschen erholen, lass ihn mal ein bisschen vielleicht noch körperlich fitter werden und dann ist doch alles gut. Ja. Gib doch mal den jungen Wilden jetzt in der Bundesliga zum Ende der Saison, hätte ich jetzt gesagt, einfach mal die Chancen, sich ein bisschen zu zeigen und sich ein bisschen zu entwickeln. Ja, man hat den Vertrag mit Tell nicht umsonst verlängert und man hat einen Zaragoza oder einen Brian nicht umsonst in der Winterpause nochmal extra 5 Millionen oder was mehr gezahlt, damit er schon da ist. Ja, ein Serge ist auch wieder fit oder auf dem Weg dahin fit zu sein. Alles natürlich Alternativen für eine halbe Stunde. Ja, gehe ich mit, aber man sollte erstmal einen Zaragoza die Chance geben. Ja, meine Meinung. Ja, das wäre meine Aufstellung, Leute. Wie ich es erklärt habe, ne, dass sich ein Goretzka in die Dreierkette fallen lässt und so weiter. Mein Tipp, 3-0. Kurz und schmerzlos. Ja, vielleicht noch ein Hinweis, das Argument von wegen Einspielen, weil jetzt ein Sané nicht auf dem Feld steht und ein Müller nicht. Weiß ich nicht. Ich denke, da ist mir das Entwickeln der Talente, gerade in der jetzigen Situation, wo es eigentlich um nicht mehr viel geht, wichtiger als jetzt zu sagen, ich muss jetzt super eingespielt sein. Ja, wenn das Champions League Spiel vor der Tür steht, kann man das mit Sicherheit ein bisschen anders sehen. Dann kann man im Spiel davor natürlich wieder einen Sané und Müller in die Startelf knallen, wenn sie denn fit sind. Alles gut. Aber ansonsten muss man einfach jetzt mal sagen, gerade bei Müller, Müller ist ja am Zenit seiner Karriere, ja, da geht es dem Ende entgegen und ja, in wichtigen Spielen, wenn er da gebraucht wird, ist er natürlich fein, gern gesehener Gast. Aber wenn es gut läuft, die Mannschaft klarkommt, wie gesagt, Müller hat nur noch ein Jahr Vertrag und er wird auch nicht mehr dieser Leistungsträger sein, der jedes Spiel 19 Minuten spielt. Von daher müssen andere in die Verantwortung gehen und dann musst du den anderen Leuten aber auch mal die Chance geben, sich zu entwickeln. Ja? Und deswegen einfach diese Aufstellung. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bin sehr gespannt. Haut mir gerne eure Aufstellung raus, eure Tipps. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche uns ja natürlich ein schönes Spiel am Samstag. Und natürlich wie immer an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank für euren Support.
Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.